Wir sind nicht ganz rassuriert an diesem Dossier. Weil wir wissen, dass wir heute zu Lützeburg für 8 Reserven haben. Das ist nicht viel. Wir haben nach Reserven am Umkreis von 230 Kilometer. Und froh, die sich einfach stellt, als was geschieht, wenn zum Beispiel am Fall von einem Streik, am Fall von einem langen, am strengen Winter, einfach die Reserven nicht mehr accessibel sind. Wir hatten die Situation für ein paar Jahre, wo wir bald Punkt wären von der Ruptur. Wir können das Provisionement hier am Land nach zu garantieren. Und froh stellt sich einfach, die Regierung ihrer Verantwortung noch, die Versorgungssicherheit vom Land an einem Moos zu garantieren, weil vielleicht über die 8 rausgeht und einfach sich nicht darauf verlässt, dass die Firmen, die heute da befasst sind, wirklich die Reserven können herbeischaffen. Zum Fall von einer Krise wäre wahrscheinlich nach anderen Staaten oder anderen Entitäten interessiert, für den Zugriff auf die Reserven zu holen. Wir denken also, dass die Regierung soll erklären, was geschieht dann, wenn wir wirklich in einer Situation sind, wo Versorgungsschwierigkeiten können auftauchen. Wir hatten ja auch den Fall am Winter, wo das Niveau von der Musel ob einmal so tief war oder so wenig kommt, acheminiert gehen, dass wirklich ein Problem da war. Die Regierung probiert zu argumentieren, für die Leute zu beruhigen, aber wir brauchen ja in Zukunft Männer, wir haben die Elektromobilität. Mit Realität ist ein ganz anderer. Wir haben ein grosses Bevölkerungswachstum, wir haben immer mehr Auto, Benzin und Diesel und Nutzvehikule, die zugelassen gehen. Und die Elektromobilität, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz von den zugelassenen Vehikeln hier am Land. Wir können nicht so, weil wir die Elektromobilität tun, und das wird noch für lange Jahre so sein, wenn sich jemals substanziell ändern, dass wir nicht genug Reserven können haben für Benzin, Diesel oder andere Petrol zu produzieren. Da stellt sich also eine Frage, und da muss die Regierung an ihrer Verantwortung dem Land sagen, was möchte sie, wie die Versorgungssicherheit vom Land zu garantieren.